Die Musik ist bedrohlich, die Musik ist mysteriös, sie ist ganz im Sinne von Pokémon Sun und Moon. Hi Freunde, willkommen zurück hier. Wir haben ja, schon relativ viel gemacht in der letzten Folge, hat ein bisschen Überlänge und so, hat auch damit zu tun, dass wir unser Team aufgestockt haben, vor allem Crabbox entwickelt haben, auf der Sonnenedition und noch 2 Pokémon rübergetauscht haben. Ja, Volborg in der Tagesform, unser Idefix, Eisbrecher, wie bereits erwähnt, da Crabbox entwickelt zu Krawell. Und Volt, den Elektrozug mit der Fähigkeit Batterie, was auch ein bisschen speziell ist. Erhöht die Stärke der Spezialattacken seiner Mitstreiter. Ja, gut, das Wesen ist sowieso ein bisschen kacke. Werden wir später noch ein bisschen sehen. Was er mit genau auf sich hat, erst einmal muss ich nochmal ganz kurz den EP-Teiler aktivieren, der am Schluss, beziehungsweise sogar offscreen noch deaktiviert. Aber ohne Grund, weil ich kann Volt ruhig noch viel Level trainieren bis Level 30, das ist gar kein Problem. Weil die wichtigen Attacken, die dann vor allem die Entwicklung und nach der Entwicklung benötigt werden, lernen sowieso erst danach. So. Ich habe ja echt alles gemacht soweit. Ja. Wollen wir sagen, Tali? Gute Frage. Was hat das Unternehmen? Jo. Müssen wir alle. Bisschen mit der Hand herumwedeln. Was ist denn los? Anscheinend kann nur Angestellte der Aether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Tja, scheiße. Damit hätte ich rechnen müssen. Und so, keine andere Wahl. Wir müssen nach oben. Wieso? Kommen wir von oben auch nach unten? Oder wie soll ich das verstehen? Ich bin der Fabian, der einzige Regionalleiter der Aether Foundation und fragelos unentbehrlich. Was hat die hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, noch eingeladen zu haben. Tja. Das weißt du als Regionalleiter der Aether Foundation besser als ich. Also stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ganz schön frech, junger Mann. So ganz auf dich allein gestellt zu sein, hat dich offensichtlich abgehärtet, Gladio. Aber von mir erfährst du nichts. Du kannst dir sicherlich denken, warum. Michael? Weißt du, was mir am Trainerdasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Was nicht sagst, wirklich süß. Man nennt mich auch die letzte unüberwindbare Bastion des Ätherparadieses. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr malt sich Siegeschance gegen mich aus? Dass ich nicht lache. Ja, wenn ihr unbedingt darauf besteht, können wir gerne kämpfen. Oh mein Gott, das ist Fabian! Fabian? Nee, nicht Fabian. Nicht der aus dem letzten Paper Mario, Nicht der aus Color Splash. Nur ein Pokémon, willst du mich verarschen? Hypno. Idefix, sei gefix. Fix ist egal. Also, was haben wir Schönes? Die Z-Kraft mit Steinhagel, tut's weh, mit Z-Tarnsteine. Man macht eigentlich Z-Tarnsteine in der Hinsicht. Verteidigung plus. Hypno ist eher speziell, bringt mir also eher wenig. Stärke 100 bei Turbofelsen. Ich mach doch lieber direkt den hier, wa? Yeah, Steinhart! Als kleine Idefix. Klein, aber hoch, sag ich nur. Hypno? Hypno! Er hat's überlebt durch die Krise. Ja, eine Z-Attacke aussetzen könnte ein bisschen schwierig sein. So, jetzt machen wir Turbofelsen, nennt der uns einfach einen Speed-Bonus. Das gibt's nicht. Der hat relativ viel, um mir auszusetzen, kann das sein? Jetzt reicht's. Hypno. Idefix erhält spät. Wieso muss ich eigentlich pflegen? Ist gar nichts passiert. Kein Pura. Volt. Das war scheiße, Alter. Ja, wieso er sich jetzt wegen Aussetzer dreckig gemacht hat oder eher wegen seiner eigenen Attacke. Naja. Ich muss zugeben, ich finde Volborg Tagesform schon cool.
Darf halt Schade, ja halt einen hohen Angriff physisch, bloß ist schnell, oder? Ist ja geil. Aber hält dann im Vergleich zu der Nachtform nicht so viel aus und... Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso die Nachtform, glaube ich, häufiger gespielt wird als hier die Tagesform. Glaub ich zumindest. Das war schnell. Was soll es in der Welt? Wie konnte dieses Kind mich einfach sagen darf, Michael? Dabei ist Fabian noch so stark. Nee, ist er gar nicht, das ist ein Schwächling. Also noch einmal, stell dir nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Hey, ist ja schon gut, aber eingestellt sein, hat dich wirklich abgehärtet. Und ganz schön zynisch gemacht. Tja, aber gut, wäre ich auf der Suche nach Cosmo, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht, diese Erschütterung neues aus dem Untergeschoss gekommen? Was sind allerweil Treppe da unten? Tja, das wüsstest du wohl gerne, was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine neue Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalt den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Einfach so. Ein Kampf, ein Pokémon, das war's, wir können nach unten. Michael, Tali. Sobald ihr bereit seid, geht es los. Das war's. Also, seid ihr bereit? Was soll ich sonst? Wir können mich hier noch ein bisschen umsehen. Kein Ding, mein Alter. Sprech mir Gladio, wenn du so weit bist. Ja, was soll ich sonst tun? Däumchen drin oder was? Okay, ich glaube, wir konnten uns noch nicht richtig hier umsehen damals. War sowieso nicht viel. Wieso habe ich nie die Auswahl, ob ich überhaupt weitergehen darf? Ich kann eh nichts machen. So, bescheuertes. So, auf geht's. Achso, ich dachte... Ernsthaft jetzt? Oh Mann. Jetzt hat's Farben für uns ja eigentlich freigestellt, sag ich jetzt mal, hä? Eingerichtet und so weiter. Was ist? Darf doch nicht weiter. WTF. Ja, ist gut, ich bin soweit. Dann let's go. Aha, Fabian ist eingestellt, Gladio, nur er kann es aktivieren, ich kann es nicht. Hehe, Grins. Das Grinsen macht mir Angst. Jetzt nicht viel verändert. Ist auch erst 2 Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Jetzt laut, Tali. Es soll man, dass du die nicht für Angst in die Hosen machst, wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? In dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B, das liegt am Ende des Gangs. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich überhaupt aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon eine halbe Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Aber anscheinend bekommt es Claudia auch mit Angst zu tun. Tja. Hier, Michael, das ist für dich. Ja? Ein Top-Beleber. Die braucht unsere Hilfe, wenn wir keinen Satz zu verlieren. Wenn ja zu solchen Dingen zugehen würde, wäre das Labor wohl nicht geheim. Wow, Rode, du bist richtig intelligent, ey. So, da ist ja Gladio weiter gesagt, dann, jo. Was seid ihr denn für welche? Stehen geblieben, Eindringling! Hiermit dreht unbefugt das Geheimlabor! Und ihr seid die Aether Rangers oder was? Ich glaube, es gab also nicht Power Rangers jetzt, aber von der japanischen Vorlage Super Sentai. Ich glaube sogar, es gab mal, das waren irgendwie die ersten Serien damals noch, vermutlich noch in den 80ern oder 70ern sogar. Ich glaube sogar, die sahen damals sogar so aus. Irgendwie, keine Ahnung, welche Sentai-Serie das war. Ich müsste echt nachgoogeln. Aber echt eine sah so aus. Hatte solche Anzüge. Also uns ein Helm und so, und der Kragen erinnert mich schon ein bisschen daran. Hi, Mark! Trotzdem nur ein Pokémon. Gift Unlicht, okay.
Yeah! Ja, Mann, ich spüre die Macht! Arrivederci! Ich mich doch immer verkalkuliere. So, ich müsste eh schneller sein, deswegen... Ja. Ich müsste eigentlich schneller sein. Das gibt's nicht! Naja, klar, Turbofell ist nur 40 Angriff, aber trotzdem. Level 36 für Idefix! Oh yes! Interessant, ist alles halt verloren. Ja, scheiße. Und Idefix hat sich wieder vollgesaut. Wow, wow, wow. Wow, wow. Danke, Mann! Null Problemo. So, meine erste Bitte sind ja 3 Stück insgesamt, hä? Nur vorschauen, wie hier zu dritt. Let's go, jetzt bin ich an der Reihe. Ich will dir mal eine kleine Kostprobe und so Forschungsarbeit geben, jo! Da fangen sich doch, wieso greifen die nicht auf zu dritt an, ne? Ein Doppelkampf 2 gegen 1 hatten wir auch schon mal in einem Pokémon-Rollenspiel. Und Dreierkämpfe gibt es auch, wo man das nicht 3 gegen 1. Magneton. Oh, da ist natürlich ein Gesteins-Pokémon. Ein bisschen fehl am Platz. Ich glaube, ich wechsle mal lieber. Zum Eisbrecher. Was soll sonst groß machen? Ah, das ist eine andere Option. Wollte, nee, lieber nicht. Ich gerade Magneton. Er hat eigentlich nur Stahl- und Elektroattacken. Ja, er ist gerade Schreiz Metall, sagen wir es hier los. Sinkt stark, okay. Ich mach's lieber auf die Schnelle. Oh yes, es wird Zeit für Feuer in der Hole. Dynamische Maxi-Flamme. Was löst der Baby? Robustheit. Natürlich, wie kann es anders sein? Das wird jetzt kaum Schaden machen. Trotzdem Drop. Ja, kaum Schaden ist gut. Was killt die Scheißattacke. Magneton. Magneton. Hat trotzdem ein bisschen knapp. Bei meinen Pokémon-Kampfkünsten ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Roto, bist du das? Nee, Mann. In diesem Labor befassen wir uns mit Entwicklung neuartiger Pokébälle. In unserer neuesten Errungenschaft lassen wir sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind. Wow. Also Pokémon der ersten Generation oder was? Irgendwie... Schlag mich tot, irgendwie ein Bisasam zum Beispiel. Bisasam ist in Alola nicht heimisch, okay, jetzt kann man Bisasam fangen. Geil. Lass mich ran, was dich herführt. Du suchst Cosmog, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welche Experimente wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Äther Sentai möchte kämpfen. Porygon 2. Eieiei. Ja, es ist zwar kein Porygon Z, aber Vorsicht, Porygon 2, vor allem mit dem Evoliten drauf, kann sehr gefährlich sein. Sehr gefährlich. Nicht so einen hohen Spezialangriff wie bereits erwähnt Porygon Z, aber die Defense-Werte. Die sind dann schon übel. Ich glaube, es wird Zeit für den dritten Z-Move.
Krawell, Krawell. Ja, eine Käferattacke, also bitte gegen Kampf-Pokémon. Yeah! Es wird Zeit für Z-Power! Typus Kampffuß! Fulminante Faustschläge! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Und für 5, 6! Hatte wohl keine Evoliten. Obwohl, kann man Z-Attacke und viel Level höher und so, relativ hoher Angriff, der wäre trotzdem down gewesen. Grimasse? Nee. Keine Grimasse. Interessant, du hast es auch gewonnen. Dieses Ergebnis hätte ich nicht einkalkuliert. Ich hab's gemerkt. Interessant war, Idefix, als er Z-Attacke eingesetzt hat, war voller Sand. Er nach dem Z-Move ist irgendwie voller Watte, voller Staub. Verwirrung. Ja, Mann, voll geil. Wir gehen langsam die Bonbons aus. Wie ist Kaffee die überhaupt? Er hat dann bloß 2 Zähne und zwar oben. Ist egal. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück. Der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Los, verschwinden wir. Los, verschwinden wir. Wir sind schließlich Forscher, keine Pokémon-Trainer. Jo, Mann. Naja, geht halt auch. Tschüss, Mann. Okay. Einfach so. Auf 25 Labor-Beams. Na los, lass uns an die Geheimnisse lüften. Aber gerade Brutalis sollte mich eigentlich nicht assistieren. Im Prinzip. Naja. Das hat ein bisschen Schaden genommen. Na, genug Tränke. So, ansonsten Team her gefällt es mir momentan recht gut. Ja. Obwohl noch 2 Level war. Ja, mit dem EP-Teiler ist jetzt vielleicht langsam. Nach dem nächsten Kampf. Dann mal Gladio. Okay, ist doch hier das eine Labor, Geheimlabor A und so. Aber warum? Die Typen kämpfen gegen mich, aber dich lassen sie einfach durchziehen oder was? Hier sind sie nicht. Ich sag, hier sind sie nicht, okay? Im Zimmer hast du nichts verloren. Null und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Wir beide wurden durch den Willen anderer Geformen zu dem gemacht, was wir sind. Keine freien Entscheidungen, keine eigene Meinung. Für eine Mutter war ich nie mehr als eine Marionette, mit der sie nach Belieben spielen konnte. Auch für Null gab es nur eine Zukunft. Er sollte auf den Kampf gegen die Ultrabesten vorbereitet werden, in diesem Zimmer. Ah, deswegen wollte er jetzt hier irgendwie, seltsam, crazy, keine Ahnung. Was macht ein Zygarde? Die Zygardzelle hier? Keine Ahnung. Verzeih. Ah, jetzt kommst du mal, Tali. Was wollt ihr Kinder denn hier? Was haben jetzt mit euren Schmutzfingern an, ja? Die Forschungsarbeit ist unser Leben, da kann ich aber auch bei Kindern keine Gnade. Oh mein Gott, sie kennen keine Gnade, keine Gnade. Sie kennen nur die 6 Pfade. Ne, Moment, falsche Serie. Ein Doppelkampf. Gar kein Thema. Also Tal, ich hoffe, du, ja, NPC-mäßig sollten dir, alter Ruckel. Ich hoffe, da ist in einigen Wochen, wenn ich einen normalen 3DS XL zur Capture Card umfunktioniert habe, ein bisschen besser. Momentan auf dem kleinen noch vorbei. Ob das New 3DS XL oder normaler 3DS XL ist, na mal schauen. Ja, ich hoffe mal, Tal ist intelligent genug. Greif im Psychokinese Maschok an. Wenn man dich da mit Steinhagel jetzt beide treffen kann, von dem her. Er ist intelligent genug, gefällt mir. Quatschutsu. Delegate für Quatschutsu. Nee. Nee. Genau. Okay. Und tschüss.
Pokémon der ersten und 5. Generation. Einfach tschüss. Salamandra. Giftschock. Wäre eigentlich eine geile Attacke, aber ich habe schon Matschbombe. Wegen Toxin und so, aber nee, in der Regel machen wir selten Toxin und dann Giftschock. Weil es einfach selten durchkommt. Erforsche Pokémon ja lediglich, Kämpfe liegen mir leider nicht so sehr. Tja, die Kollegen des Labors angehen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon, die sie erforschen. Genug davon. Wo stecken Lilly und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir euch nach der Niederlage nichts. Haha, na hier sind sie jedenfalls nicht, was ihr wollt aber auch selbst, was ihr aber auch selbst sehen könnt. Na. Wow, das sind die Erwachsenen, wa? Voll die Kinder. Du Michael, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Ist gar nicht mal so doof, Tali. Wir sollen es gut umsehen, da finden wir bestimmt auch ein paar nützliche Informationen. Aber ich denke, das machen wir erst in der nächsten Folge oder hier beim Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Ich bin Roto, verabschiede mich, vielen Dank fürs Zusehen und ich spreche auch im Namen für Mike, wenn ich sage Tschüss.